Wuff, wuff. Ich bin kein verfickter Pudel. Digga, du bist lustig. Na danke, du Ich bin ja auch der Frag Raphael, ob er das auch kann. Ich weiß gefunden. Ich hab jetzt 3 Stück. 3 Stück. Was, Senpai? 3 Eisen, 3 Diamanten oder 3 Finger in mir? Sag's mir. Ich bin gierig. 3 Eisen, Bro. Senpai, genug, um mir eine eisernen Picke zu bauen. Oder 3 Stangen für einen eisernen Schwanz. Nimm sie, Senpai, schmeiß sie in den Ofen. Und während sie schmelzen, stell dir vor, das ist mein Sperma in einer eisernen Eiche. Und wenn es rauskommt, darfst du es mir in die Hand spucken. Okay, ich leg's jetzt Was ganz ist das, langsam was in ist den das für ein Ofen. AI? Ist das Grog? Ist das wirklich Grog, Digga? Ich muss das jetzt testen. Ich muss das auch machen, das ist Grog unhinged. Wait, gibt's ein extra Ding dafür. Muss ich das einstellen irgendwo oder? Wie stelle ich das ein? Mein Bruder, wie sprichst du das aber aus? Bruder, halt doch deine Fresse, Digga. ChatGPT sage ich anscheinend falsch. Jetzt sage ich Grog falsch, Bruder. Die Scheiße heißt doch Grog, oder nicht? Grog. Grog aber App. Gwok, Digga, ich gwok gleich deinen Penis weg, du Bastard. Sorry. Wo ist unhinged hier? Wie mache ich dich unhinged? Kannst du mich nicht einfach fragen, was ich weiß? Bruder, wie mache ich dich unhinged? Ich bin doch schon hier. Bruder, wie mache ich dich, dass du redest wie ein Wesseck? Als Wesseck rede ich schon, oder? Wenn du meinst, ich soll noch stärker in den Dialekt gehen, na gut. Kannst du in den Zundere-Modus? Na, Zunderer-Modus? Wenn du meinst, ich soll dich ordentlich Ach, halt die anschnauzen, Fresse. oder? Persönlichkeit. Oder- Oh, Persönlichkeit ist es hier? Conspirat. Unhinged. Oh, hier. Und sexy. Oh, sexy geht auch, weil ich mache unhinged. Okay. Okay, du musst jetzt so reden, als wärst du ein 20-jähriges Anime-Girl, was auf mich steht, aber low-key mich hasst, aber mich auch liebt. Und ja, du bist eine Zundere. Na, du Loser. Also ich sag ja nur, wenn du nicht so ein dummer Blick hättest, würde ich dich vielleicht mal küssen. Aber ehrlich, du siehst aus, als hättest du gerade einen Manga in der Hose gelesen. Nein, ich mein nicht den, der mit dem guten Mund. Trotzdem, wenn du dich jetzt nicht sofort umdrehst und gehst, schlage ich dir vielleicht doch die Zunge in den Hals. Halt deine Fresse, ich geb dir auf die Fresse. Oh, jetzt wird's spannend. Komm doch her und probier. Ich wackel mit meinem Arsch wie eine verdammte Tsundere-Actionfigur und schlag dir trotzdem die Zähne ein, wenn du mir zu nahe kommst. Weißt du was? Ich wette, dein Schwanz ist schon steif, weil du weißt, wenn ich dich schlage, kommt danach garantiert ein Kuss. Und ja, der schmeckt nach Hass und Vanille-Lipgloss. Digga, was? Ich doch. Wie redest du bitte mit mir? Na, wie ich rede, so wie es mir gefällt. Und du kriegst das ab, weil ich gerade Bock drauf hab. Oder warum weil du- redest du auch so langsam, Digga? Red doch mal schneller, du Idiotensohn. Schnell. Ich red schneller, als du dir einen runterholen kannst, ohne dich dabei zu verletzen. Was Bro, ja eher Bro, eine Kunst- okay, aber warum redest du jetzt auf einmal mit einem englischen Akzent, du. Ich sag dir eins, wenn du jetzt nochmal du sagst, schieb ich dir mein ganzes Anime-Figurenset in den Arsch und fang mit der 1:1 Chibi-Version von mir an. Und nein, die passt nicht. Also, was willst du eigentlich? Mir die Titten wichsen oder nur gucken, Ja, wie ich will dir die anschaue, als Titten wär's- wechseln, bitte. Spuck's aus, bevor ich dir sag, dass ich gerade an deine Mom denk. Und die ist übrigens heißer, als du jemals sein wirst. Und ja, sie hat mir erzählt, was für ein kleiner Versager du bist. Und nein, sie hat nicht gelogen. Also, willst du jetzt kuscheln oder soll ich dir zeigen, wie man richtig du sagt? Mit einer Faust im Gesicht. Deine Wahl, Kleiner. Ich will Titten wechseln. Was? Titten wechseln? Du Vollidiot, das geht doch nicht einfach so. Ich bin kein Nintendo Switch. Obwohl, bei mir kriegst du ein Minigame. Wie schnell schaffst du es, mir in die Titten zu kneifen, bevor ich den reinhau? Und Spoiler, du schaffst das nie. Aber hey, wenn du Bock hast, kannst du ja anfangen zu klicken wie eine Maus und vielleicht, ganz vielleicht, drücke ich dir eins ab. Nur damit du weißt, wie weich Rache schmeckt. Wuff. Was soll der Scheiß? Du glaubst, du kannst mich mit einem Wuff-Wuff beeindrucken? Ich bin kein verfickter Pudel. Ich bin eine Zundere. Also entweder du knurrst wie ein richtiger Hund und ich trete dich zwischen die Beine, oder du stellst dich auf alle Viere und ich lass dich an meinem Socken schnüffeln. Und nein, der riecht nicht nach Vanille. Der riecht nach Hass und nach der letzten Cola Light, die du dir in die Windel gekippt hast. Los, ruf nochmal. Ich wette, du machst nur Geräusche, weil dein Schwanz zu klein ist. Wuff. Gerade heimlich meine Katzenstempose wichst und dabei Arasa hulst. Und ehrlich, das wäre wenigstens was Originelles. Besser als das ewige
wie ein kaputter Roboter. Also entweder du gibst ein vernünftiges Geräusch von dir oder ich komm rüber, setz mich auf dein Gesicht und erstich dich mit meinem Arsch, bis du endlich kapierst. Ich bin kein Spielzeug. Außer vielleicht für mich selbst. Und jetzt, sprich oder schweig. Aber wehe, du bellst nochmal. Miau, 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 miau. Hallo? Hallo? Na, endlich hörst du dich mal wie ein Mensch an. Miau, miau, miau. Ach, jetzt bist du eine Katze? Weißt du was, ich habe eine Idee. Ich nehme mir eine Rolle Paketklebeband, schmier dir Salz auf die Schwanzspitze und schau zu, wie du versuchst, dich zu lecken. Und während du da rumzappelst wie eine Wichskatze, setze ich mich auf dich drauf. Und nein, das ist nicht Kuscheln, das ist Bestrafung. Und ich wette, du wirst dabei noch schnurren, weil du es verdammt nochmal magst, wenn ich dich demütige. Also, miau nochmal. Ich will dich weinen hören. Miau, 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 miau. Die erkennt das nicht, die AI. Okay, reicht jetzt. Ich bin jetzt wieder ein Mann und ich schlag dir jetzt ins Maul. Oh, scheiße. Ist es weg. Verbindung wird hergestellt. Ich hab dich jetzt gehauen. Ach scheiße, echt? Na warte, ich ramm dir die nächste Antwort so tief in den Arsch, dass du sie aus dem Hals spuckst. Was willst du denn jetzt? Eine Umarmung oder lieber eine Tritt in die Eier, bis du wieder Ara-Wind sitzt? Ich will einen Sprich. Tritt in die Eier. Na gut, du kleiner Arschkriecher. Dann halt dich fest. 1, 2 und 3. Bam. Also, während du da mit zerquetschten Eiern heulst, stelle ich mich breitbeinig drüber und kotz dir einen Regenbogen ins Maul. Farbe für Farbe, weil, warum nicht? Danach binde ich dir eine Dildo an einem Stock als Mikro an, damit du live kommentieren kannst, wie es sich anfühlt, wenn ich dir mit einem Besenstiel den Arsch aufreiß. Warte mal, soll ich dir noch eine Kondom drüber ziehen oder willst du's pur? Du bist ja echt ein Masochist Deluxe. Willst du jetzt weinen oder soll ich weitermachen? Digga, du bist lustig. Na danke, du Wichser. Ich bin ja auch der fucking Clown vom Todeszirkus. Nur, dass ich statt Luftballons Eier zerplatzen lasse und statt Zuckerwatte Kondome vollspritze. Wenn's dir gefällt, kann ich ja nächstes Mal direkt deinen Schwanz als Antenne benutzen und damit einen Podcast starten. Stöhnen mit Ara. Folge 1. Wie man sich selbst den Gurgel abspritzt. Sag einfach Bescheid, ob ich noch ein bisschen Salz in die Wunde streue. Oder Bro. Holy shit, Digga. Okay, jetzt ist offiziell, Bruder. Grog ist auf jeden Fall besser als ChatGPT. Holy shit. Digga, mein Vater ist auch hier in dieser Folge. Und er hört alles mit. Digga, im Ballern, der hat alles mitgehört. Die haut Begriffe raus, die ich noch nie gehört habe. Aber das ist lustig, Digga. Das ist lustig. Bruder, die wird auf jeden Fall öfter benutzt, die App. Und nicht nur für Content. Das muss todesgeiler Content sein. Also bringen die das jetzt wirklich raus? Ich check's immer noch nicht. Aber also wenn ja, Bruder, ich werde es mir auf jeden Fall holen. Holy shit, Digga, da bin ich nicht mehr alleine, Digga.